Gerd Helbig aus Brüssel. Das Regime Miloševićs hat eine neue Front eröffnet. In einem Fernsehbeitrag wurde gestern die Opposition oder das, was davon übrig blieb, an den Pranger gestellt, faktisch für vogelfrei erklärt. Konkret geht es um Zoran Djindjic, der offen den Milošević-Rücktritt gefordert und kritischer serbischer Gesprächspartner in vielen Interviews in westlichen Medien war. Und es geht weiter um Montenegros Präsidenten Djukanović. Montenegro hat sich per Parlamentsbeschluss für neutral erklärt. Djukanović weigerte sich, den Kriegszustand zu erklären. Einberufungsbefehle der jugoslawischen Armee werden großteils ignoriert. Seit gestern nun gelten die beiden als Verräter, die ausgeschaltet werden müssen. Udo Frank aus Belgrad. Sie sollen erreicht werden, das ist die Zielgruppe. Die Bürger in Jugoslawien, vor allem hier in Belgrad, sind Opfer eines weiteren Krieges, eines Propagandakrieges. Seit Tagen tobt in den Medien der Hauptstadt eine Diffamierungskampagne gegen die beiden Oppositionspolitiker Zoran Djindjic und Milo Djukanović, Präsident der Teilrepublik Montenegro. Mit unverhohlener Schärfe werden die Männer attackiert, die Milošević gefährlich werden könnten. Die Kommentatoren sind äußerst aggressiv. Milošević hat als bisher unangefochten starker Mann Jugoslawiens die neuen Rivalen erkannt. Er hält die Reihen fest geschlossen und lässt seine Staatsmedien beide Politiker verteufeln. Sie seien elende Verräter und Teil der 5. Kolonne, die eine Kapitulation Jugoslawiens vor der NATO und die Errichtung eines Protektorates vorbereiteten. Denn eins hat der Machtpolitiker in Belgrad instinktiv erkannt. Mit einer großzügigen Unterstützung durch den Westen kann Montenegro als Keimzelle für ein neues Jugoslawien aufgebaut werden. So wurde der montenegrinische Republikspräsident Milo Djukanović in dieser Woche in Bonn, Wien und Paris von höchsten Regierungsvertretern empfangen. Dass auch der Oppositionsführer Zoran Djindjic in den westlichen Hauptstädten als Begleiter von Djukanović aufgetreten ist, muss Milošević besonders missfallen. Denn bei den Besuchen soll offenbar eine politische Achse zur Opposition in der großen jugoslawischen Teilrepublik Serbien geschmiedet werden. Und die repräsentiert zurzeit Zoran Djindjic. Eine üble Kampagne, die seit Tagen vor allem auch im serbischen Fernsehen anhält. Nach Einschätzung politischer Beobachter in Belgrad sind Djindjic und Djukanović damit, wenn man die politische Sprache hier richtig versteht, zum Abschuss freigegeben. Und aus Montenegro ist nun Zoran Djindjic, der Oppositionsführer, zugeschaltet. Guten Abend, Herr Djindjic. Guten Abend. Herr Djindjic, gestern im Fernsehen, in dieser Dokumentation wurden Sie und der montenegrinische Präsident Djukanović, wir haben es eben gesehen, als Verräter gebrandmarkt und für vogelfrei erklärt. Was bedeutet das für Sie? Ja, ganz persönlich, das erhöht mein Risiko, auch von Herrn Djukanović, aber das sagt etwas aus über das Wesen der Macht von Milošević. Milošević will ein Monopol über den Krieg und über den Frieden behalten. Herr Djukanović und ich bemühen uns seit einiger Zeit um ein Ende der Gewalt, um ein Ende des Krieges. Wir waren zusammen in mehreren Hauptstädten. Wir haben auch einen Aufsatz zusammengeschrieben in New York Times, wo wir für eine andere Politik auf den Balkan plädiert haben. Und Milošević will das nicht dulden. Er will jede Alternative ausschalten. Leider jetzt im Krieg ist das härter als vor dem Krieg, obwohl auch vor dem Krieg die Lage der Opposition in Serbien nicht gerade